Hallo? Nein, beim Schneiden regt mich das jedes Mal verdammt auf. Ich klatsche immer und fange schon während dem Klatschen an schnurren. Und man kann es dann fast nicht schneiden. Jetzt klatsch, hab die Fresse und dann redest. Hello und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitch zum neuen Video. Heute machen wir wieder mal etwas, was ich schon ewig nicht mehr gemacht habe. Nämlich ein Bullshit-Food-Video. Ich kaufe oder bekomme wahnsinnig gerne spezielle Food-Sachen aus anderen Ländern. Und jetzt ist es wieder mal so weit. Ich mache so ein Video. Und mein Bruder, der war in Japan und hat mir mega viel japanischen Shit mitgebracht. Und ja, fangen wir doch einfach mal mit probieren. Wir hätten hier zur Auswahl mal KitKat. Etwas, was es bei uns auch gibt. Aber jetzt ist etwas, was ich nie kaufe. KitKat. Ich kann leider nicht auf Japanisch vorlesen. Es ist sehr viel drauf geschrieben. Ein Breakkäfse KitKat. Es ist nicht abgelaufen. Also, let's try. Also, es hat Erdbeere drauf. Sehr geil. Kleine Verpackungen. Das heisst, ich kann den ganzen Ramsch mit in die Bude nehmen und dann könnt ihr das nämlich dort aufessen. Da gibt es no food waste. Also, wie ihr wisst, ich bin jetzt nicht so die Süße. Also, es sieht so aus. Ich hoffe, ihr seht es. Falls der Kamerawinkel scheiße ist. Schaut das Video einfach nicht anschauen, sondern hört mein Glied einfach wieder den Podcast. Also. Also. Es gibt sicher viele Leute, die es sehr gerne haben. Der künstliche Erdbeergeschmack. Weisse Schocke mit künstlichem Erdbeergeschmack. Ich finde es grässlich. Okay, ja, die so gerne das Joghurt-Zeug haben. Hey, ich muss im Fall gerade hocken. Ich merke, ich hocke wie ein Krüppel an. Aber jetzt weiss ich nicht, ob die Kameraeinstellung so gut ist. Was machen wir jetzt? Egal, ich hocke wie ein Krüppel an. Aber das ist okay. Aber ich würde es... Nein! Für die Abwechslung nehmen wir etwas anderes. Habe ich hier so... Chipstar Potato Chips. Potato Chips. Also, was hat die für einen Geschmack? Also, Geschmack heisst Wonder Taste. Ich habe keine Ahnung, was die Inhaltsstoffe sind. Das Einzige, was man lesen kann, ist Super Mario Sauce und das Ablaufdatum. Also, ich muss hier reindrücken. Ich glaube, das ist nicht die Idee. Okay. Cool, noch einmal verpackt. Also das ist es bei uns. Und jetzt kommt hier die Chips raus. Die sind violett. Ich kann den Geschmack nicht identifizieren. Es hat so eine Art wie einen Curry-Geschmack. Ja, kann man essen. Ja. Es ist noch gut. Es ist so ein bisschen es gibt auch da die Pringles Inferno. Sie sind so ein bisschen wie die, aber nicht ganz so scharf. Also, dann nehmen wir wieder ein KitKat. Let's have a Tea Party. Milk Tea. Milchtee. Also natürlich schmeckt das irgendwie, aber es ist wieder das gleiche Konzept mit diesen kleinen Teilers. Milk Tea. Also. We try. So, Achtung, das ist jetzt weiss. Es ist eine Mischung. Nicht irgendwie so... Nein, ganz hässlich. Das ist wie... Warte, ich kann es erklären. Wie wenn du eine Lavendelseife schlecken würdest, die mit Milch... drin ist so eine Milch-Lavendelseife.
Wenn ich mir das vorstelle, wie ich die abschlecken würde, ich meine, sehr schräge Vorstellung, dann würde es genauso schmecken. Meine Mitarbeiter, die können mich auf etwas freuen. Oh, ist das hässlich. So. Nach etwas Hässlichem brauche ich etwas zum Abspülen. Das sieht schon giftig aus beim Schauen. Ja, mega müssen lachen. Ich habe die bekommen. Also, ich habe noch andere Geschmäcker. Ich habe das bekommen, ich musste mega lachen, weil da innen, ihr seht es vielleicht, ich weiss nicht, ob ihr es seht. Es sieht so ein bisschen aus wie so Laich, Froscheier. Und das sind Basilikumsamen. Und, sorry, ist nur noch ein bisschen viel Shit. Ich hatte mal eine Mitarbeiterin bei mir im Team, die regelmässig Basilikumsamen gesoffen hat, weil das anscheinend mega gesund ist. Ich kann seine Richtigkeit haben. Geld nehmt mich nicht als Ratgeber. Und ja, ich bin jetzt nicht, also es war jetzt für mich nichts Neues gewesen, aber eigentlich, also, wer ist auf Basilikumsamen? Also, das hier sieht nach Blueberries, Heidelbeere, Heidi aus. Jetzt probieren wir das mal aus. Sicher hure grusig von der Konsistenz her. Aber es wäre ja nicht lustig, wenn es nicht ein bisschen herausfordernd wäre. Boah, schmeckt schon. Süß. Geschmack nach Blueberry, aber es ist im Fall wirklich nicht so süß, wie ich mir es denke. Ich denke, jetzt komme ich wirklich instant Diabetes über. Aber es geht eigentlich noch, eben, was es so ein bisschen fancy ist, sind die Basilikumsamen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du isst etwas Lebendiges. Gut, so nach dem zweiten Schluck längt. Also. Aber kann ich mir vorstellen, dass das Kinder und Erwachsene, die gerne Süßes haben, noch geil finden. Und jetzt haben wir hier noch einmal so eine Mario Chips Packung und da drauf ist ein Shrimp. Eine Krevette. Ist das ja, ich kann aber nicht so gut unterscheiden. Man muss das irgendwie so rein. Man muss sagen, irgendwie, es hat eine Anleitung. So, das ist natürlich auch wieder zweimal verpackt. Das finden wir super. Das finden wir richtig geil. Zeug, das um die halbe Welt fliegt, das auch noch doppelt verpackt ist. Richtig gut. Richtig gut, Dennis. Das schmeckt aber im Fall wirklich nach Krevette. Hey. Ja, wenn du Krevette hasst, nicht einmal vielleicht darfst du dieses Pommes-Chips fressen. Das schmeckt gut nach Krevette. Aber ich liebe Krevette. Ich muss ganz etwas ehrlich sagen. Manchmal sind auf so Chips-Verpackungen irgendwelche Geschmäcker drauf. Vor allem Käse. Wenn du dann isst, war es nicht so geil Käse. Und ich habe das noch gerne, wenn das wirklich richtig intensiv ist. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, es schmeckt wirklich richtig intensiv nach Krevette, finde ich es richtig geil. Das ist mir. Und jetzt habe ich noch etwas ganz Fancyes. Das ist das. Und ich muss da hier etwas kochen. Aber ich tue jetzt das zuerst mal auf. Ja. Ich mache es jetzt auf, oder? Das sind einfach so Nudeln. Das sind Noodles. Das heisst, das zu Mittag. Aber das muss ich jetzt nicht machen. Ich glaube es im Fall. Ich glaube es nicht! Hey, ich weiss nicht, ob mir der Tisch einfach Pech gibt. Wisst ihr, was ich machen muss? Soak the noodles in cold water for more than 6 hours and cook for about 15 fucking minutes. Also ich muss jetzt hier Nudeln 6 Stunden einweichen, dann 15 Minuten kochen und dann kann ich es fressen. Geil! Wie gesagt, es ist 6 Stunden. Hello! Das ist im Fall jetzt nicht 6 Stunden später, wegen diesen huren Nudeln, sondern ich habe sie einfach in eine Pfanne geschossen und einfach länger gekocht. Und 35 Minuten lang sind sie gut aus. Sie sehen so aus. Es sind so eine Art Glasnudeln und ich bin ja ein richtiger Glasnudeln-Junkie. Und sie sind viel dicker. Seht ihr, das sind so richtige fette Glasnudeln. Und ich habe das Gefühl, ich werde es richtig geil finden. So.
snacken wir das mal rein. Oh. Wenn man, schön scharf. Wenn man jetzt da hier noch, weißt du, könntest jetzt das so viel, weißt du, es ist wirklich nur Nudeln und Sauce, es ist nichts. Aber wenn jetzt da hier noch ein bisschen, man kann zum Beispiel Poulet anbräteln, dann könntest du noch Gemüse drin schiessen. Dann wäre es noch geiler, aber schon noch so ist es richtig gut. Hör jetzt auf fressen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dann müsst ihr mir nicht beim Fressen zuschauen. Ich finde es sehr komisch. Ich komme so auf, wie heisst das, nicht TikTok, auf diesen Reels komme ich viele Vorschläge über, wo ich immer Leute sehe, wie sie hure Schüsseln vor sich haben und einfach Teigwaren, so weisst du, das ist das Thumbnail. Why? Ich weiß auch nicht, ist ja egal. Also, hey, hat mich gefreut. Bis gleich!